Ich bin vor über 30 Jahren nach Deutschland gekommen. Inzwischen lebe ich in Berlin, in Schöneberg. Ich bin nach Deutschland gekommen, und zwar mit einer Zulassung zum Studium des Hüttenwesens an der TU Clausthal-Zellerfeld. Clausthal-Zellerfeld nahe Göttingen war also meine erste Station in Deutschland. Die Stadt liegt im Harz, schon im November hat es dort viel geschneit. Ich kann mich an eine schöne Holzkirche erinnern. Ich ernährte mich damals fast nur von Brot und Marmelade. Anderes konnte ich nicht essen. Auch in Korea habe ich Metallurgie studiert, aber nach Deutschland bin ich gekommen, um Philosophie und Literatur zu studieren. Dafür habe ich meine Eltern belügen müssen, sonst hätten sie mich nicht gehen lassen. Einige Monate später bekam ich eine Zulassung zum Studium der Philosophie von der Uni Freiburg. Das hat mich sehr beglückt. Inzwischen lebe ich nun in Berlin und bin Professor für Philosophie. Die duftende Zeit lässt erst das Verweilen zu, weil der Duft als solcher etwas ist, was ohne das Verweilen nicht denkbar wäre. Es gibt keinen Duft, der sofort verschwindet. Ja? Der Duft wohnt ein. Die Mitte der UDK ist ganz leer. In der Mitte stehen Ruinen, ein Ruinengarten. Ohne Lehre sind weder Philosophie noch Kunst möglich. Ich denke, dass heute der Lärm, der digitale Lärm oder der Kommunikationslärm die Leere, die Stille immer mehr verdrängt. Ich wohne in Schöneberg, unweit von der Langenscheidsbrücke, wo der Film Himmel über Berlin spielt. Er ist einer meiner Lieblingsfilme. Das Drehbuch stammt von Peter Handke und Wim Wenders. Ich kenne den Anfang des Films auswendig. Als das Kind war, ging es mit hängenden Armen, wollte, der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom und diese Pfütze, das Meer. Als das Kind war, wusste es nicht, dass es Kind war. Alles war ihm beseelt und alle Seelen waren eins. Als das Kind war, hatte es von nichts eine Meinung, hatte keine Gewohnheit. So beginnen meine Bücher häufig mit Peter Handke oder enden mit Peter Handke. Sehr oft gehe ich auf den Friedhof in der Nähe, auf den St. Matthäus Kirchhof. Da sind auch die Gebrüder Grimm begraben. Ich habe eine sehr intensive Beziehung zur deutschen Sprache, auch zu ihren Wörtern. Ich liebe die deutsche Sprache sehr. So pilgere ich zu diesem Ort.
Unweit von den Gräbern der Gebrüder Grimm steht auch das Grab eines Sohnes von Hegel, Immanuel Hegel. Hegel ist für mich der wichtigste Philosoph, so laufe ich immer andächtig an diesem Grab vorbei. Ich denke viel über den Tod nach. Ich habe auch mehrere Bücher über den Tod geschrieben. In der Nähe ist auch der Merbe Verlag, wo einige meiner Bücher erschienen sind. Eine Zeit lang wohnte ich sogar direkt neben dem Verlag. Oft habe ich aus dem Fenster den damaligen Verleger Peter Genter gegrüßt. Dann bin ich umgezogen in ein Nachbarhaus in der Krellerstraße. Das war meine Wohnung. Gegenüber dem Merbe Verlag wohnt ein Verleger mit 2 schönen Hunden, der auch ein Buch von mir gemacht hat. Also Berlin ist wie ein kleines Dorf, wo alles nebeneinander liegt. In der Nähe gibt es einen Trödelladen. In dem Film Himmel über Berlin ist er auch zu sehen. Bruno Ganz, der Engel, besorgt sich dort eine bunte Jacke. Dieser Trödelladen wirkt wie eine Festung gegen die heutige Konsumkultur. Nichts wird weggeworfen, jedes Ding hat hier einen Platz, der ihm für eine Ewigkeit reserviert zu sein scheint. In Berlin habe ich zunächst in der Mannsteinstraße gewohnt, unweit vom St. Matthäus Kirchhof. In dieser Straße gibt es ein Lokal, das schon seit über 100 Jahren existiert. Der Wirt führt das Lokal schon in der 4. Generation. Am Abend gibt es oft Musik aus der Vergangenheit, so als hätten sich die Toten aus dem nahen Friedhof für diesen Abend verabredet. So wirkt der Abend ein wenig gespenstisch. My sister was rocking, and my brother too. My mama was rocking, and my daddy too. Everybody rocking, and just rocking and rolling. Make me feel like a rock show too. So baby, this could be the night. You think you might slide, but I'm the other side of the guy. Well, careful, baby, this could be the night. Im Winter reise ich fast jedes Jahr nach Korea. Die Reise nach Korea ist für mich also immer eine Winterreise.
Wenn man in Seoul in eine U-Bahn steigt, begreift man sofort, dass man sich in einer Müdigkeitsgesellschaft befindet. Man kann sagen, in einer Müdigkeitsgesellschaft im Endstadium. Die U-Bahnen in Seoul gleichen Schlafwagen, in denen die Menschen den fehlenden Schlaf nachzuholen scheinen. Überall und zu unterschiedlichsten Zeiten sieht man in Korea schlafende Menschen. Offenbar kämpfen die Menschen gegen eine permanente Übermüdung an. Sehr viele Menschen sind längst dem Burnout erlegen und jährlich sterben über Hunderte an Erschöpfung. Das Müdigkeitsphänomen ist kein genuin koreanisches, sondern ein globales, vor allem im Westen vorkommendes Problem. Neurologische Erkrankungen wie Erschöpfung, Depression, Burnout oder ADHS bestimmen heute die pathologische Landschaft vieler westlicher Länder. Da ist Korea keine Ausnahme. In Korea ist das Phänomen besonders ausgeprägt, weil das Land in so kürzester Zeit von einem ärmsten Agrarland zu einer führenden Industrienation aufgestiegen ist. Diese tiefe Erschöpfung und Müdigkeit ist gewiss der Preis dafür. 뭐 하시는 거예요? 네, 지금 단대피. 새집 주는 거야? 누구 없어요 여기? 네, 아무도 없어요? 있어요. 있어요? 네, 근데 왜 두드리지? 요 저기. 일어나시라고. 어? 일어나라고. 깨어나라고. 그만 주무시고. 깨어나면 뭐하나? 뭐, 물도 마시고 세수도 하고. 다시 들어가나 그럼? 네. 아니 정말 뭐 하시는 거예요? 궁금한데. 아 잔디가 지금 새로 입혀가지고요. 네. 뿌리를 안 내릴까봐 흙을 부어서 아. 이때를 다시 잔디를 다시 깔아요. 아 묘를 가꾸시는구나. 네 지금 이제 Weit und breit gibt es hier nur noch Gräber. Die ganzen Berge sind mit Gräbern bedeckt. Meine Schule war in der Nähe. Als Schüler kam ich sehr häufig hierher. Also als Schüler hatte ich sehr viel mit dem Tod zu tun gehabt. Das ist auch vielleicht der Grund dafür, dass ich später so viel über den Tod geschrieben habe. Mitten durch Seoul fließt ein großer Fluss, Hangang. Von den über 20 Brücken in Seoul sind in den letzten Jahren weit über 1000 Menschen in den Tod gesprungen. Korea ist, was Suizid angeht, inzwischen die Weltspitze. Menschen halten den Druck offenbar nicht mehr aus. Wer scheitert, beschuldigt nicht die Gesellschaft, sondern nur sich selbst und schämt sich dafür. Die Mapo-Brücke war besonders beliebt dafür. Diese Brücke des Todes heißt nun Bridge of Life. Über Bewegungsmelder werden den Passanten positive Botschaften vermittelt. Sprüche wie „Der glücklichste Tag deines Lebens kommt noch", Fotos von glücklichen Menschen und Bilder von leckeren Speisen sollen die Verzweifelten vom Sprung ins Wasser abhalten. Alles wirkt sehr absurd. Alles spiegelt letzten Endes die Absurdität dieser Müdigkeitsgesellschaft wider.
시간 얼마나 있을 것 같아요? 몇 년 하실 것 같아요? 인간은 쏜살처럼 살다가 예외 없이 죽습니다. 자, 이렇게 순식간에 지나간 게 우리 삶이죠. 이렇게 짧은 순간에 In Korea florieren inzwischen Todesseminare. Dort schreibt man Testamente und legt sich lebendig in den Sarg. Die versuchen offenbar ein wenig innezuhalten in dem von Müdigkeit, Hektik und Arbeit bestimmten Leben. Es wird der eigene Tod simuliert, um vielleicht einen anderen Blick auf das Leben zu gewinnen oder einen anderen Wert des Lebens zu entdecken. Das Ganze bringt letzten Endes eine gewisse Hilflosigkeit zum Ausdruck. 살아있어 행복해 살아있어 행복해 템포 정말 행복해요 정말 행복해요. 예, 행복하십니까 여러분? Das Müdigkeitsproblem ist in Korea viel ernster als in Deutschland. Die Koreaner sind heute nicht nur mit Burnout oder Depression, sondern auch mit einer neuen psychischen Störung konfrontiert, die in Deutschland kaum bekannt ist. Sie heißt Information Fatigue Syndrome, IFS, auf Deutsch Informationsmüdigkeit. Es handelt sich um eine psychische Erkrankung, die durch ein Übermaß an Information verursacht wird. Die Betroffenen klagen über zunehmende Lähmung analytischer Fähigkeit, Aufmerksamkeitsstörung, allgemeine Unruhe, Angst, Nervosität oder Unfähigkeit, Verantwortung zu übernehmen. 1996 prägte der britische Psychologe David Levy diesen Begriff. Zunächst betraf die Erkrankung jene Menschen, die im Beruf über längere Zeit sehr viele Mengen an Informationen bearbeiten mussten. Heute sind von IFS alle Berufsgruppen und Bevölkerungsschichten betroffen. Grund ist eben, dass die digitale Vernetzung die Informationsmengen enorm steigen ließen und das Smartphone verschärft diese Entwicklung. Vom Smartphone wird in Korea viel intensiver Gebrauch gemacht als in Deutschland. Die Menschen haben ein fast zwanghaftes, obsessives Verhältnis zu ihrem Smartphone. Sie lassen es in keinen Augenblick aus der Hand. In der U-Bahn geben sich alle, genauer gesagt all diejenigen, die nicht schlafen, ihrem Smartphone hin. Niemand blickt anders vor, niemand blickt den anderen an. Mir war fast unheimlich zumute. Ich hatte sogar das Gefühl, dass der Blick selbst verloren geht. In dieser Zwanghaftigkeit erscheinen sie mir wie Zombies, die ihre Seele dem Apparat verkauft haben. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass das Smartphone inzwischen ja ein neues Körperorgan geworden ist, und zwar das Wichtigste, und sie wirken mit ihm verwachsen. 음악 MP3 음악을 듣는 용도. 두 분이 같네요. 요즘에 스마트폰 안 쓰시는 거. 그런 용도로는 써요. 예. 카메라와 음악. 예. 아, 그러시구나. 근데 이제 뭐 SNS나 그런 건 전혀 그 세계는 모르지만 뭐 이제 뭔지는 알죠. 근데 제가 그런 걸 열심히 하는 사람들의 심리를 좀 이해해 보려고 제 딸도 그렇고 왜 이렇게 자기를 공개하려고 할까? 저는 어떻게든지 숨기고 싶은데 왜 이렇게 공개하고 싶어 할까? 그 심리는 뭘까? 궁금했던 것이 많이 좀 풀리는 기분이 들었어요. 그러니까요. 커뮤니케이션의 공간이
자유의 공간이라고 우리가 처음 믿었는데 이 자유의 공간이 이제 이 사회가 우리 규율 사회, 우리 통제 사회가 이 자유를 사용함으로써 이 커뮤니케이션이 자유의 공간이 통제의 공간으로 넘어가요. 그러니까 이제 자유의 공간이라고 하는 그런 구글이나 소셜 네트워크가 파놉티콘적인 형태로 바꿔집니다. 그러니까 이제 그게 모르는 사이에 우리가 모르는 사회에 우리가 자유롭다고 생각했는데 자유롭게 이제 대화를 한다고 생각했는데 그 자유가 넘어가요. 통제로. 그러니까 오늘날 감시는 사람이 흔히 생각하는 것처럼 자유에 대한 자유를 억압하는 게 아니라 자유에 대한 공격을 하는 그런 통제 사회가 아니라 오히려 사람을 스스로 자발적으로 판옵티콘적 시선에 자기를 내맡기게 하는 자발적으로. 그러니까 사람들은 자기를 노출하고 스스로 전시함으로써 열렬히 디지털 판옵티콘 건설에 동참하는 거예요. 그러니까 내가 어떤 빅브라더가 이제 통제 사회가 이제 그 판옵티콘을 건설해 갖고 이제 다른 그 사람들을 거기에 속박시키는 게 아니라 우리가 스스로 그 판옵티콘의 건설에 동참하는 거예요. 좀 동참을 하기 때문에 더 이 판옵티콘이 효율적인 것이죠. 그러니까 디지털 그래서 이제 투명사의 마지막 말이 디지털 판옵티콘의 수감자는 우리가 수감자인데 우리가 피해자지만은 동시에 우리가 가해자입니다. 왜냐하면 우리 스스로가 판옵티콘이 건설에 동참을 했기 때문에 우리가 피해자만이 아니라 가해자예요. 그러니까 여기에 자유의 변증법이 있다는 말을 했는데 처음에 자유지만은 그 반대로 돌아간다. 그래서 변증법이라는 자유라고 생각했지만은 그게 통제로 변형된다. 그게 변증법입니다. 자유의 변증법이 여기도. 그래서 마지막 그 문장이 뭐냐하면 투명사의 마지막 문장이 뭐냐면 자유는 곧 통제가 된다. Freiheit erweist sich als Kontrolle. 독일말로. 자기 착취는 그러니까 자유의 감정을 동반하기 때문에 내가 내 스스로를 착취하기 때문에 타자를 통한 착취보다 더 효율적입니다. 그러니까 이러한 자유의 변증법이 통제 사회에서도 적용이 돼요. 왜냐하면은 자기 조명을 하니까 타인이 나한테 와서 너 뭐 하는지 말해라. 나한테 강제로 내가 숨기고자 하는 정보를 그렇게 뺏어 가는 게 아니라 내가 다른 사람한테 스스로 정보를 주고 자기 조명을 하고 그다음에 자기 전시를 하고 스스로 내가 필요해서 내가 하고 싶어서 나에 대한 정보를 주는 거예요. 자기 스스로. 이렇게 그러니까 자기 조명이 되는 게 자기 조명을 하는 게 타인을 통해서 그런 고문하고 정보를 뺏는 것보다 효율적입니다. 그러니까 자기 조명이 효율적이고 자기 착취가 효율적이에요. 그러니까 투명 사회와 그다음에 피로 사회가 똑같은 자유의 논리를 스스로 자기 착취, 스스로 자기 전시, 스스로 자기 조명하면서 통제가 되고 착취가 되는 거예요. 자유를 사용하기 때문에 효과가 더 많은 거죠. Von den Smartphones etwa, die mehr Freiheit versprechen, geht ein neuer Zwang aus, der Zwang zur Kommunikation. Dieser Zwang ergibt sich letzten Endes aus der Logik des Kapitals. Mehr Kommunikation bedeutet mehr Kapital. Der beschleunigte Kreislauf von Kommunikation und Information
führt zu einem beschleunigten Kreislauf des Kapitals. Ja, als die koreanische Ausgabe der Müdigkeit-Gesellschaft erschien, hielt ich mich in Seoul auf. So konnte ich die Reaktion der Medien auf das Buch gut beobachten. Die erste Auflage war schon am Tag des Erscheinens vergriffen. Offenbar fühlten sich die Koreaner von der Grundthese des Buches betroffen, dass die heutige Leistungsgesellschaft eine Gesellschaft freiwilliger Selbstausbeutung ist. Dass die Freiheitsrufe wie Yes we can oder Ja du kannst in Wirklichkeit etwas Teuflisches an sich haben, dass sie so viele selbstgenerierte Zwänge erzeugen, an denen das Leistungssubjekt zugrunde geht. Das nennt man Burnout. 다니면서 뭐 보고 왔어요? 그래도 한마디로 딱 일러주기가 힘든데 어디서 좀 쓰고 그러는 절에서 사찰이 많아요. 행선, 만세. Das ist mein Name, auf Koreanisch, Han Byung-cheol. Das ist mein Fußabdruck. Mir wurde gesagt, ich hätte einen guten Fuß. Ich könne sehr lange laufen, ohne müde zu werden. Aber am liebsten möchte ich schwimmen wie der Tintenfisch. Der Wanderer von Zhuangzi, er ist ein taoistischer Philosoph. Der Wanderer von Zhuangzi wird nicht müde, selbst wenn er 1000 Meilen geht. Zhuangzi beschreibt dieses mühelose Wandern wie folgt. Dort sind alle Unterschiede verschwunden, mein Wille hat kein Ziel und ich weiß nicht, wohin ich komme. Ich gehe und komme und weiß nicht, wohin ich komme. Ich gehe und komme und weiß nicht, wo ich Halt mache. Ich wandere hin und her und weiß nicht, wo es endet. 저는 한문을 배우고 싶었는데 굉장히 힘들다. 그래서 내가 여기가 힘들다 말이야. 나도 평생을 이걸 해다가 몇십 년을 20년을 해도 열심히 하다 말다 해도 무리가 난 사람이 있고 안. 이거 내 자작시입니다. 이 양쓰기. 진해오수 구렴처에 녹색 언염이 경창 몽답 천리각불독이요 대지저 전전인불 타기로다. 뭐냐면은 꿈속에서 천리 막 걸었잖아. 근데 다리 안 아파. 엄청나게 걸어고 막 세계를 돌아다녀도. 그 대지는 땅은 지구는 매일 돌아 공전자전 있잖아. 그래도 피곤하지 않아. 그래 도는데 이 사람이 말이지. 돌는데 넘어지지도 않아.
넘어지지 않아. 조동 아침에 그 입석 봉 이름이겠지 입석. 입석에 올라가니 아침에 올라가니 봉에 올라가니 운족생이로다 구름이 발밑에서 일어나는 거래 이 말이야. 월계순이로다. 그게 무슨 말이야? 월계가 저녁에 알지 뭐. 황천이라는 그 자기 그 입석봉에 올라가는 길에 황천에 저 샘이 있었어. 황천에 물을 마시니 발이 입술에 걸리는 거려. 좋은 말인데. 그러니까 정말. Das ist mein Zimmer, in dem ich während meines Studiums gelebt habe. Hier sind Bücher da, die ich las, als ich in Korea Metallurgie studierte. Physical Metallurgy ist ein Buch voll mit Diagrammen und Formeln. Ich verstehe nun gar nichts. The Principle of Engineering Materials. Ich habe hier viele Notizen gemacht, alles auf Englisch. Ich verstehe alles nicht. Hier wahrscheinlich eine Prüfungsfrage. Das ist das letzte Buch, das ich las. Transformation of Metals. Verwandlungen des Metalls. Offenbar verwandelt sich auch der Mensch. Irgendwo habe ich dann aufgehört, drin zu lesen und habe ich gedacht, ich werde Philosophie studieren. Wir leben heute nicht mehr in einer Disziplinargesellschaft, die vom Verbot oder vom Befehlen beherrscht ist, sondern in einer Leistungsgesellschaft, die angeblich frei ist, die vom Können, yes we can, bestimmt ist. Aber dieses Können erzeugt nur am Anfang ein Gefühl von Freiheit, bald erzeugt es mehr Zwänge als du sollst. Ja, man wähnt sich zwar in Freiheit, aber in Wirklichkeit beutet man sich freiwillig und leidenschaftlich aus, bis man zusammenbricht. Du kannst vermittelt nur am Anfang ein Gefühl der Freiheit. Bald erzeugt es mehr Zwänge, als du sollst. Wer am Können scheitert, wird depressiv. Man schämt sich und isoliert sich. Ich bin alleine schuld für mein Versagen. Problematisiert nur sich selbst und nicht die Gesellschaft. Ab einem bestimmten Produktivitätsniveau stößt du sollst schnell an seine Grenze. Zur Steigerung der Produktivität schaltet das System vom Sollen aufs Können und Motivation, Initiative und Produkt sind für die Ausbeutung wirksamer als Peitsche oder Befehle. Als Unternehmer seiner selbst ist das Leistungssubjekt insofern frei, als es keinem gebietenden anderen unterworfen ist, aber es ist nicht wirklich frei, denn es beutet nun sich selbst aus.
Und diese Selbstausbeutung ist natürlich viel wirksamer, effizienter als die Fremdausbeutung. Das ist die Logik der Leistungsgesellschaft und das ist auch die Logik des Neoliberalismus. Man verkauft die Ausbeutung als Freiheit. Wir glauben heute, dass wir kein unterworfenes Subjekt, sondern ein freies, ein sich immer neu entwerfendes, erfindendes, sich optimierendes Projekt sind. Das Problem ist, dass dieses Projekt, zu dem sich das unterworfene Subjekt befreit, sich heute selbst als Zwangsfigur erweist. Das sich als Projekt entfaltet innere Zwänge, zum Beispiel in Form von immer mehr Leistung oder Selbstoptimierung. Wir leben heute in einer besonderen historischen Phase, in der Freiheit selbst Zwänge hervorruft. Die Freiheit ist eigentlich die Gegenfigur des Zwangs. In dieser paradoxalen Situation bedeutet mehr Freiheit mehr Zwang. Äußere Zwänge, von denen sich das Subjekt befreit zu haben glaubt, setzen sich fort als innere Zwänge. Sei frei äußert sich als Zwang. So befinden wir uns heute in einer Sackgasse, in einer aporetischen Situation. Wir können weder vorwärts noch rückwärts. Man kann diese Situation so veranschaulichen: Wir nehmen ein Mittel gegen Kopfschmerz, aber irgendwann verursacht dieses Kopfschmerzmittel selbst Kopfschmerz. Aus dieser paradoxalen Situation würde ich gerne einen radikalen Schluss ziehen, dass wir mit dem Projekt der Freiheit, das die westliche Zivilisation so sehr geprägt hat, gescheitert sind. Ich glaube, dass wir mit diesem Konzept der Freiheit nicht weiterkommen. Wir wähnen uns heute frei zu sein, aber in Wirklichkeit beuten wir uns leidenschaftlich aus. Der Exzess dieser individuellen Freiheit erweist sich letzten Endes als Exzess des Kapitals. Ein bekannter Schlager des koreanischen Sängers Kang San-i lautet: Jemand wie du kann es, du kannst, das bist du. Du kannst ist in den koreanischen Schulen inzwischen zu einer beliebtesten Maxime avanciert. Dieses koreanische Yes we can erzeugt ungeheure Leistungszwänge, unter denen die Koreaner zusammenbrechen. Deutschland blickt neidisch nach Asien, wenn koreanische Schüler in der PISA-Studie Spitzenwerte erringen, aber es wird kaum zur Kenntnis genommen, dass in Korea viele Schüler Selbstmord begehen, weil sie den Leistungsdruck einfach nicht aushalten. Manche Schulkinder schlafen nicht mehr als 6 Stunden. Ihnen wird einfach die Kindheit genommen. Dieser permanente Leistungsdruck und der Konkurrenzdruck zerstören auch die menschlichen Beziehungen, zerstört jede Form der Freundschaft. 예를 들어서 설국열차를 제가 프로듀스했는데 설국열차는 체코에서 찍었어요. 프라하에서. 프라하에서 찍은 영상이 몇 시간 후면 LA나 서울에서 제가 아이패드로 볼 수 있는 거예요. 모든 장면을. 그러니까는 저는 시차도 있고 그런데 어디서든지 그걸 확인해야 되는 거예요. 그게 프로듀서 임무니까. 뭐 잘 찍히고 있는지. 이게 모든 것이 동시적으로 이루어지는 그냥 직장을 짊어지고 다니는 거죠. 강제 노동 수용소를 갖고 다니는 거죠. 그 말 하잖아요. 강제 노동 수용소를 갖고 다니는 거. 그러니까 우리가 이제 제가 말하는 게 처음에는 자유스럽다. 항상 뭐 커뮤니케이션 되고 어디서나 어디서나 커뮤니케이션 할 수 있고 처음에 자유롭게 느꼈는데 그 자유가 속박으로 바뀌는 거지. 그렇죠. 물론 제가 업무 시간을 딱 스스로 정해놓고 그 외의 시간에는 안 본다라고 하면 할 수도 있겠지만
이제 여기서 이제 또 피로 사회 주제로 이제 연결될 텐데 그 사람들은 그렇지 않죠. 뭔지 더 일을 많이 해야 되고 프로듀서로서 더 뭔가 더 요구할 거 해야 되고 뭐 계속 더 좋은 영화를 만들어야 되고 그런 숙제가 계속 머리 위에 얹혀져 있으니까 일과 시간이라는 것을 스스로 정해놓은 것이 의미가 없어진다. 그래도 뭐지 그 감독이라는 게 자유스러운 직업이니까 그렇죠? 나도 교수고 그러니 자유스러운 거니까 그래도 그나마도 우리는 자유스러운 거 더 자유스럽지. 그 자유도 말하자면 또 강제로 전환될 수 있는 것 같아요. 그러니까 자기가 자기 시간을 만들 수 있다는 것 자체가 선생님의 논리대로 진짜 그 자유가 다시 다 강제가 되는 거예요. 왜냐하면 뭐든지 할 수 있으니까. 내가 자유 시간이라고 주어진 것이 일에 쓸 수 있는 얼마든지 일로 바뀌어야 되는 시간이 될 수도 있는 거죠. Glory, hallelujah, Jesus did well me. Hallelujah, may God bless you. I love you, God bless you. Yes, I love Jesus deep down in my heart. This is the day. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Fische wie Haie oder Thunfische haben sehr ineffiziente Kiemen. So müssen sie ständig schwimmen, damit viel Wasser durch die Kiemen fließt. Wenn sie nicht schwimmen, so müssen sie ersticken. Das heißt, sie müssen selbst im Schlaf durch das Wasser rasen, damit genug Wasser reinkommt. Es ist vielleicht sogar möglich, dass der Mensch in Zukunft wie ein Thunfisch oder wie der Hai auch im Schlaf noch arbeitet, also ein Multitasking besonderer Art. Wird der Mensch irgendwann sogar den Schlaf oder den Traum ganz abschaffen wollen, weil er ihm nicht mehr effizient genug erscheint? Das wäre eine schreckliche Vorstellung. Momo ist ein sehr interessantes philosophisches Märchen über die Zeit. Die grauen Herren zwingen die Menschen dazu, die Zeit zu sparen. Daraufhin arbeiten sie sehr hektisch, sie beuten sich selbst gleichsam aus. Die grauen Herren existieren von dieser ausgebeuteten, geraubten Zeit. Menschen leben zwar im Bewusstsein, die Zeit zu sparen, in Wirklichkeit verlieren sie die Zeit. Momo tritt nun als Retterin der Zeit auf. Einmal wandert Momo durch eine seltsame Stadt, dort kommt sie umso schneller vorwärts, je langsamer sie geht. Sie muss sogar rückwärts gehen, um über die Niemalsgasse in das Nirgendhaus des Meisters Hora zu gelangen, der die Wahrheit der Zeit kennt.
Momo wird in eine ganz andere Zeit eingeweiht. Sie hört gerne zu. Allein durch reines Zuhören kann sie die Streiter schlichten. Diese Zeit, die sie den anderen gibt, ist eine ganz andere Zeit. Sie ist eine Gabe, die ich dem anderen gebe. Und Momo spielt gerne mit den Kindern. Sie erfindet fantastische Spiele. Diese Spielzeit, diese Zeit des Spiels ist auch eine ganz andere Zeit als die Arbeitszeit, die man ausbeuten kann. Allein die Zeit des anderen als Gabe und die Zeit des Spiels können die Menschen retten aus der Zeitkrise, in der die Zeit selbst zur Arbeitszeit geworden ist. Sie ist die rettende Zeitblume, wie es im Märchen heißt. Nach ihrer Erlösung haben die Menschen plötzlich wieder Zeit zu plaudern und zu spielen. Wir leben heute in einer Gesellschaft, die zunehmend narzisstischer wird. Die Libido wird primär in die eigene Subjektivität investiert. Das narzisstische Subjekt kann dagegen seine Grenzen nicht klar festlegen. Ihm erscheint die Welt nur in Abschattungen seiner selbst. So verschwimmt die Grenze zwischen ihm und dem anderen. Es ist nicht fähig, den anderen in seiner Andersheit zu erkennen und sie anzuerkennen. Die Depression ist eine narzisstische Erkrankung. Eros und Depression sind einander entgegengesetzt. Der Eros reißt das Subjekt aus sich heraus auf den anderen, die Depression stürzt es dagegen in sich selbst. Das narzisstische Leistungssubjekt von heute ist vor allem auf den Erfolg aus. Erfolge bringen eine Bestätigung des einen durch den anderen mit sich. Diese Anerkennungslogik verstrickt das narzisstische Leistungssubjekt noch tiefer in sein Ego. Dadurch entwickelt sich eine Erfolgsdepression. Das depressive Leistungssubjekt versinkt und ertrinkt in sich selbst. Der Eros macht dagegen eine Erfahrung des anderen in seiner Andersheit möglich, die den einen aus seiner narzisstischen Hülle herausführt. Er setzt eine freiwillige Selbstaberkennung, eine freiwillige Selbstentleerung in Gang. Also heute erfasst der Kapitalismus alle Lebensbereiche, alles wird zur Ware, jeder bietet sich selbst frei. Der Kapitalismus verwandelt auch die Liebe in ein Arrangement konsumierbarer Gefühle. Jeder von uns ist ein Unternehmer seiner selbst. Zwischen diesen Unternehmern entsteht auch keine Freundschaft. Angesichts des Selbstoptimierungszwanges, dem wir alle unterworfen sind, denke ich gerne an jene andersfreie, zwanglose Gesellschaft, die dem chinesischen Philosophen Zhuangzi vorschwebt, eine Gesellschaft aus einbeinigen, Fuß- und Zähllosen und Buckligen, die es aber meisterhaft verstehen, nichts zu tun. Sie entziehen sich jeder Effizienzlogik und sie machen, wie Zhuangzi so schön sagt, Gebrauch vom Unbrauchbaren. Der Philosophie traue ich wesentlich mehr zu, als es heute der Fall ist. Die Philosophie hat die Kraft, ein Gegennarrativ,
eine ganz andere Lebensform gegen die heute vorherrschende zu entwickeln. Die Philosophie wird heute vor allem als eine Orientierungshilfe angeboten. Dadurch sinkt sie auf das Niveau eines Ratgeberbuches ab. Sich orientieren heißt, sich einrichten, sich zurechtfinden in dem bereits vorhandenen Zustand. Die Philosophie sollte uns vielmehr desorientieren, uns aufrütteln, damit etwas ganz anderes entstehen kann. Mein Buch Müdigkeitsgesellschaft endet mit einer Vision von einer Gesellschaft, die auch Müdigkeitsgesellschaft heißen könnte und von einer Wir-Müdigkeit von Peter Handke inspiriert ist. Sie beschreibt eine Müdigkeit, die den Menschen zu einer besonderen Gelassenheit, zu einem gelassenen Nichttun befähigt. Sie ermöglicht eine neue Wahrnehmung, die auch das Lange und das Langsame zulässt. Eine Müdigkeit, die einen Zugang zu einer anderen Aufmerksamkeit jenseits von Verwertung und Effizienz erlaubt. Die Müdigkeit als ein mehr des weniger Ich eröffnet ein Zwischen, in dem die Klammer des Ich sich lockert. Ich sehe nicht bloß das andere, sondern ich bin das andere und das andere wird zugleich ich. Das Zwischen ist ein Raum der Freundlichkeit. Handke versammelt auf diese fundamentale Müdigkeit all jene Daseins- und Mitseinsformen, die im Zuge der Verabsolutierung des Aktivseins ganz verschwunden sind. Die fundamentale Müdigkeit ist alles andere als ein Erschöpfungszustand, in dem man unvermögend wäre, etwas zu tun. Sie ist vielmehr ein besonderes Vermögen. Sie inspiriert. Sie lässt den Geist entstehen. Sie macht eine Gemeinschaft denkbar, die weder der Zugehörigkeit noch der Verwandtschaft bedarf. So könnte die kommende Gesellschaft auch Müdigkeitsgesellschaft heißen. Menschen und Dinge sind verbunden durch ein freundliches Und. In Versuch über Müdigkeit schreibt Peter Handke: Ich habe für das alles in einem ein Bild. Jene, in der Regel niederländischen Blumenstillleben, wo an den Blüten lebensecht hier ein Käfer, hier eine Schnecke, dort eine Biene, dort ein Schmetterling sitzt und obwohl vielleicht keines eine Ahnung von der Gegenwart des anderen hat, im Augenblick, in meinem Augenblick, sind alle beieinander. Die Schönheit einer Sache erscheint erst viel später als Erinnerung. Schön ist nicht der augenblickliche Glanz, der unmittelbare Reiz, sondern das stille Nachleuchten. Die Schönheit ist ein Nachzügler, erst nachträglich enthüllen die Dinge ihre duftende Essenz. Sie besteht aus temporalen Ablagerungen, die langsam nachleuchten. Der ehemalige Flughafen Tempelhof
befindet sich mitten in Berlin. So wirkt die Mitte der Stadt ganz leer. Sie ist eine helle Lichtung in der Stadt. Die Leere bildet die Mitte. Hoffentlich bleibt sie noch lange leer. Der Kapitalismus liebt weder die Leere noch die Stille. Tempelhof ist ein wunderschöner Name. Auch die Mitte des Tempels ist leer. Die Leere hat also etwas Heiliges an sich.